You can tell how awake I am this morning coming up without a microphone. Und ihr merkt, wie wach ich bin heute Morgen, wenn ich schon ohne Mikrofon auf die Bühne komme. So, hey, it's good to see such a full hall on a Sunday, beautiful Sunday morning. Es ist so cool, euch zu sehen. Mega toll, dass es so voll ist hier an einem schönen Sonntagmorgen. We haven't had this many nice Sunday mornings this summer. Diesen Sommer haben wir nicht wirklich viele schöne Sonntagmorgen gehabt. So I'm really glad that you chose to spend it here with us. Darum finde ich es mega cool, dass ihr euch entschieden habt, diesen Morgen hier zu verbringen mit uns. So before I go any further, I just want to say a huge thank you to Wendy for agreeing to translate for me. Ja, ich möchte mir selber Dankeschön sagen fürs Übersetzen. You have to translate that part too. Ja, ich danke mir selber. Thank you. Fürs Übersetzen. So I was watching the intro clip. Ich habe jetzt gerade den Infoclip geschaut. It just kind of made me laugh because it's like all this power. Nehemia. Ich musste lachen, weil es hat ausgesehen wie so voll der Power. Ja. And the lovely leadership at ICF gave me the most boring passage in Nehemiah to talk to you about today. Und bei all den spannenden Sachen, die es gibt, hat mir das ICF die langweiligste Passage gegeben von allen. So we're going to read that passage now, and because it is long, it's not the most exciting, we're just going to read it in German, okay? So those of you who speak English, I'll tell you where it is and you can read it yourselves. Genau, und es gibt jetzt eine Passage aus der Bibel und weil die relativ lang ist und nicht die spannendste, wird sie jetzt einfach auf Deutsch vorgelesen und die Englisch reden, sagt nachher die Christina, welcher Teil das ist. And you'd be amazed what can come out of a long, boring passage. Believe me. Und ihr werdet überrascht sein, was aus einer langweiligen Passage alles raus kann kommen. So the passage is Nehemiah 10. Also es ist ein Teil von Nehemia 10. Verses 32 to 39. Vers 32 bis 39. And I think we're going to skip 37 because seriously it takes up like this much room in your Bible and they're repeating themselves. Genau, wir lassen den Vers 37 aus, weil es ist eigentlich eine Wiederholung von den anderen. Go ahead. Wenn Angehörige fremder Völker uns am Sabbat oder an einem anderen gottgeweihten Tag Getreide und Waren anbieten, so kaufen wir nichts. Jedes 7. Jahr lassen wir das Land brach liegen und erlassen den Menschen sämtliche Schulden. Wir verpflichten uns, jährlich eine kleine Silbermünze für den Dienst im Tempel zu zahlen, für das Brot, das Gott geweiht ist, für die täglichen Speiseopfer und Brandopfer, die Opfer am Sabbat, am Neumondfest und an den übrigen Festtagen, für die besonderen Opfergaben und für die Opfer, die Israels Schuld tilgen, sowie für alle Arbeiten im Tempel unseres Gottes. Wir werfen das Los unter den Priestern, den Leviten und dem übrigen Volk, um zu bestimmen, in welcher Reihenfolge ihre Sippen jedes Jahr zu den festgesetzten Zeiten beim Tempel erscheinen sollen. Sie sollen das Brennholz für die Opfer stiften, die auf dem Altar am Tempel verbrannt werden, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Die ersten Früchte unserer Felder und Bäume liefern wir jedes Jahr beim Tempel des Herrn ab. Dabei soll ein Priester, ein Nachkomme Aarons, anwesend sein. Den 10. Teil dieser Abgaben sollen die Leviten in die Vorratskammern am Tempel unseres Gottes bringen. Das Volk und die Priester werden dort das Getreide, den neuen Wein und das Olivenöl abliefern. Great, done. All right, so, right, exciting, right? Yeah, spannend. So basically this passage talks about how the Israelites will not neglect the house of their God. Eigentlich zeigt das, wie die Israeliten das Haus von Gott nicht werden verachten. And Matthias told us a couple of sermons ago that for him, that sentence was for him the reason why they started this Nehemiah series. Und der Mats hat vor ein paar Wochen gesagt, dass das der Grund ist, wieso dass sie sich entschieden haben für die Nehemia-Serie. And when you read this passage and you watch that intro clip, you see that rebuilding the city of Jerusalem and the house of the Lord is one thing, but keeping it running is another. Und wenn man jetzt die Passage gehört hat und auch den Intro-Clip gesehen hat, dann sieht man, dass
wenn man will, dass das Haus von Gott läuft, dann ist das eine, aber das Bauen ist ein anderer Teil. So, building is the exciting part of the story, right? Weil Bauen, das ist ja das Spannende. Because at the beginning of the series, Danny talked about how rebuilding the walls of Jerusalem were fueled by a righteous anger to restore justice. Weil der Danny hat gesagt, dass das Aufbauen oder Wiederaufbauen von den Mauern von Jerusalem angeführt von einer gerechten Wut der Grund war, wieso sie es gemacht haben. And they did it because they had a hunger to restore the glory of God in the house of God. Und weil sie wollten, dass die Ehre und die Ehrfurcht von Gott wieder aufgebaut wird. And after years of them, the Israelites, being in exile, und Jahre nachdem die Israeliten im Exil waren, they had a God-sized ambition to rebuild Jerusalem. Haben sie wirklich eine grosse Ambition gehabt, um Jerusalem wieder aufzubauen. And they had an inspiring vision that united them. Und sie haben eine inspirierende Vision gehabt, die sie vereint hat. Aber when you read this passage about the daily running of God's house, wenn man die Passage liest, wie das jeden Tag Gottes Haus geführt muss werden, honestly, it seems a little less exciting. Denn, wenn wir ehrlich sind, tönt es nicht wahnsinnig spannend. It seems a little bit less about aspiration and a bit more about accounting. Es ist weniger wegen dem Antrieb, den man hat, sondern viel mehr die Buchhaltung. So in this passage, Nehemia puts forth a business plan. Und wegen dem bringt der Nehemia so etwas wie einen Businessplan. How is the church going to finance its running costs? Wie tut sich die Kirche finanzieren? So we read that everyone assumes responsibility for the running of the church, not just the priests. Also nicht nur die Priester, sondern alle sind verantwortlich, um die Kirchen am Laufen zu halten. The law demanded that everyone pay a yearly tax to support church activities. Gott hat festgelegt, dass jeder seinen Teil an Steuern muss zahlen muss, um die Kirchen aufrechterhalten. And everyone was responsible to contribute wood for the continual fires that they needed for their sacrifices at least once a year. Und jeder war verantwortlich, zum Holz beisteuern, damit man die Feuer für die Darbietungen aufrechterhalten konnte. And everyone was to provide the priests and the others who ministered in the temple with the first produce of every crop. Und sie sind verantwortlich, dass jeder von seiner ersten Ernte einen Teil gebracht hat. The first fruits of all their fruit trees. Die erste Frucht von all ihren Fruchtbäumen. The firstborn animal of every herd. Das erstgeborene Tier von jeder Herde. And, get this, und jetzt müsst ihr hören. And every family was to consecrate their firstborn son to God by handing him over to the priests in the service of the temple. Jede Familie hat den erstgeborenen Sohn weihen und angeben, damit er geschafft hat im Tempel. Or they could pay a ransom to release him. Oder sie haben fast ein Kopfgeld können zahlen, damit sie ihn bei sich behalten. I mean, any mothers in the house? Hat's da Mamis? Right. So indeed, in the time of Nehemiah, everyone in the entire community was responsible for financing the house of the Lord. Also in der Zeit von Nehemia ist wirklich jeder verantwortlich, um das Haus von Gott am Laufen zu halten. It was their duty. Es war ihre Pflicht. They actually bound themselves by oath to ensure the church would not be neglected. Sie haben also einen Schwur abgeben, um beisteuern, dass die Kirche nicht vernachlässigt worden ist. They were not passive spectators. Sie sind nicht nur Zuschauer gewesen. They were active investors. Sie sind aktive Investoren gewesen. But how things have changed, eh? Und wie sich alles verändert hat jetzt. So today, according to data from 2020, also heutzutage, wenn man eine Auswertung anschaut von letztes Jahr, I have this data from a consultancy firm called Non-Profit Source. Das ist eine Organisation, die Non-Profit Auswertung heisst.
Okay, so fewer and fewer people, or Christians, feel responsible for investing in the local church. Immer weniger Christen fühlen sich verantwortlich, um in ihre Kirche zu investieren. And there should be a slide with a pie chart. Because don't you love pie charts on a Sunday morning? Und dann gerade ein Slide, genau, da haben wir. There we go. Okay. Religious giving in the United States, for example, Zum Beispiel die Gaben für Religiöse in Amerika is lower today than it was in the Great Depression, which was about 100 years ago. ist weniger als zu der Zeit der grossen Depression, die etwa 100 Jahre her ist. In fact, 37% of church attendees, regular church attendees, Also sogar 37% der Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen, never give money to the church. geben überhaupt kein Geld. And of those people who do give money, those are the dark blue people, Und von den Leuten, die Geld geben, das sind die dunkelblauen, 17% of them have been reducing their contributions to the church over the last year. haben im Laufe des letzten Jahres ihre Gabe reduziert. And 7% of them have reduced their amount by more than 20%. Und 7% von denen haben bis zu 20% weniger Abgaben gegeben. So in the United States, what this looks like is the average Protestant adult Also, so wie es aussieht in den Vereinigten Staaten, ist der durchschnittliche Abgabe der Protestanten is $17 a week. ist $17 in der Woche. So these statistics are both alarming and compelling. Also die Statistiken, die sind aussagekräftig und auch ziemlich bedrohlich, Because they bring up a really important question. weil sie bringen eine wirklich wichtige Frage auf. Why are we churchgoers in the West Wieso sind wir Kirchgänger im Westen increasingly disassociating ourselves from our responsibilities to finance the local church? Wieso die wir uns immer mehr distanzieren, um unsere lokale Kirche zu finanzieren? And I personally think the answer is because we've been having the wrong conversation. Ich persönlich denke, der Grund ist, dass wir einfach die falsche Unterhaltung haben. We've been having a money conversation Wir haben eine Geldunterhaltung gehabt, and not a giving conversation. anstatt eine Unterhaltung über das Geben. Guys, I cannot tell you how many guilt-inducing money sermons I have had to sit through at various churches in my life over my 50 years. Hey Leute, ich kann euch nicht sagen, wie viel Gottesdienste ich erlebt habe, wo man mit Guilt? Schuld, genau, wo man mit Schuldgefühl daran geschafft hat, das Geld zu geben in meinen letzten 50 Jahren. Right? Much like the passage we just read in Nehemia, Genau wie jetzt gerade in diesem Abschnitt vom Nehemia. churches have been telling me how much money I should give and when I should give this money. Haben die Kirche gesagt, wie viel Geld ich geben sollte und wenn ich das Geld geben sollte. But unlike in ancient times, they've been doing it through clever marketing tactics and over multiple platforms. Aber anders wie in den antiken Zeiten haben sie es mit cleverem Marketing gemacht und versteckt in guten Webauftritt. And I've been to churches, not this one, I've been to other churches that have run full-on fundraising campaigns in the middle of a service. Und ich bin in die Kirche gegangen, nicht die hier, aber dort hat es richtige Fundraising-Events gegeben während dem Gottesdienst. And they even post the amount that they earn, seriously, right on the stage in front of where the pastor is. Und gerade neben dem Pastor ist aufgezeigt worden, genau wie viele Einnahmen das gemacht worden sind. I've sat in meetings where pastors tracked how much money certain speakers bring in over other speakers. Ich bin in Treffen gesehen, wo sogar aufgezeigt worden ist, wie viel das gewisse Sprecher einbringen im Gegensatz zu anderen. And a really, really long time ago, when I was just a kid, Und vor langer Zeit, als ich noch ein Kind war, I was at a church where when they gave the offering and they didn't like how much money they received, they sent the offering around again until they got a more suitable amount. bin ich in einem Gottesdienst gesehen, wo sie das Körbchen umgegeben haben und wo sie nicht zufrieden waren mit der Einnahme, haben sie es nochmal umgegeben. So, Also, I ask you, what does this fear
of not having enough have to do with the good news of the gospel of Christ? Und darum frage ich euch, was hat die Angst, nicht genug zu kriegen, zu tun mit unserem Wort von Gott? And what does this kind of pressure or this kind of guilt or legal obligation have to do with my freedom in Christ Jesus? Und was hat der Druck und die Angst nicht zu geben? Was macht das, gibt es uns für Möglichkeiten? My friends, when we focus on money at church, Hey Leute, wenn wir uns fokussieren auf das Geld in der Kirche, even when the church may desperately and legitimately need it, auch wenn es die Kirche wirklich verzweifelt braucht und auch rechtens, we are missing the point. dann kriegen wir den Punkt nicht. You see, God, He does not need our money. Weil Gott braucht nicht unser Geld. God is the source of every resource. Er ist ja der Geber von allem. He is almighty. He is entirely self-sufficient, and He doesn't need any gift from us to do His work. Er ist allmächtig und er ist selbstversorgend und er braucht unser Geld ganz sicher nicht, um seinen Job zu machen. In Acts 17:24 and 25, we read, In der Apostelgeschichte 10, 17, 24 bis 25 lesen wir. The God who has made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And He is not served by human hands as if He needed anything. Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything else. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht den Opferdienst irgendeines Menschen. Er, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. So it's clear money is not what God needs. Also ist klar, dass Geld nicht das ist, was Gott braucht. But what He does desire Aber was er gern möchte, is our love and our companionship. ist unsere Liebe und unsere Gesellschaft. In other words, He wants our worship. Er will also unsere Anbetung. That's why He created us. Wegen dem hat er uns auch gemacht. And worship can be described as an expression of awe, of devotion, and of love. Und Anbetung kann beschrieben werden als Ehrfurcht und auch als die Liebe von Gott. And when we pray and communicate with God, we worship Him. Und wenn wir beten und mit ihm kommunizieren, dann machen wir Anbetung. And when we sing His praises, like we did earlier, Und wenn wir das Lob zu ihm singen, wie wir es gerade vorher gemacht haben, and we proclaim His glory, und wir seine Ehre proklamieren, we worship Him. dann tun wir ihn anbeten. And when we give Him gifts, we worship Him as well. Und wenn wir uns ihm Geschenk geben, dann tun wir ihn auch anbeten. And don't get me wrong, giving as a form of worship is not just about financial resource. Und versteht mich nicht falsch, geben in Anbetung, dann geht es nicht nur ums Geld. It's so much more than that. Es ist so viel mehr als das. Worship is the act of giving up yourself Anbetung ist die Tatsache, wenn du dich selber aufgibst, in order to do the will of God. um sein Willen zu machen. And when we sacrifice ourselves for God's purposes, Und wenn wir uns selber für sein Reich aufgeben, it implies 4 things. dann tut das 4 Sachen bedeuten. When we give, we are grateful to God. Wenn wir geben, dann sind wir Gott dankbar. Number 2, Nummer 2. when we give, we trust God. Wenn wir geben, dann bedeutet das, dass wir Gott vertrauen. Number 3, Nummer 3. when we give, we choose to obey God. Wenn wir geben, dann entscheiden wir uns, Gott zu folgen. And number 4, when we give, we are being transformed by God. Wenn wir geben, dann werden wir von Gott verändert. So let's unpack those 4 statements, shall we? Und jetzt wegen dem, jetzt schauen wir die 4 verschiedenen Möglichkeiten an. We give because we're grateful. Wir geben, weil wir dankbar sind. So when we give God something that costs us, Also wenn wir Gott etwas geben, was uns etwas kostet, we're simply offering Him
a small portion of the abundance he has already given us. Dann die wir ihm einen kleinen Teil von dem Überfluss offerieren, den er uns ja schon gegeben hat. We give freely, acknowledging that everything we have is a result not of our own efforts, but of his generosity. Wir geben im Wissen und im Bewusstsein, dass wir ihm etwas zurückgeben können, weil er uns ja schon so viel gegeben hat. Our life, unser Leben, our health, unsere Gesundheit, where we were born, wo wir auf die Welt our gekommen sind, opportunities, unsere Möglichkeiten. all of these were given to us by the Lord. They were not deserved. All das hat uns Gott gegeben und nicht, weil wir es verdient haben. And when we consider the immeasurable gift of grace that is Jesus, und wenn wir die unbezahlbare Gnade, wo Jesus ist, bedenken, and what it cost God to give his own son, und was es Gott gekostet hat, uns seinen einzigen Sohn zu geben, we recognize that we have received more than we could ever earn or repay. Dann merken wir, dass wir mehr gekriegt haben, als wir je könnten zurückgeben oder verdienen. So when we give generously and joyfully to God, declaring, Also wenn wir mit Freude und Großzügigkeit an Gott geben, as a way to declare our gratitude, um unsere Dankbarkeit zu deklarieren, to demonstrate our love, um unsere Liebe zu demonstrieren and to bring him glory, und zum ihm die Ehre bringen, well, my friends, that is worship. denn das ist Anbetung. And what about when we give to advance God's kingdom, even though we ourselves are struggling? Und was ist, wenn wir geben, um Gottes Reich zu vergrössern, auch wenn wir selber Mühe haben? You know, when we have no time, wenn wir keine Zeit haben, we have no emotional bandwidth, wir haben keine emotionale Bandbreite, or we're strapped for cash. Oder wir haben einfach kein Geld. You know, like for instance, wie zum Beispiel, how ICF Basel gives money, wie es ICF Basel Geld gibt, to alleviate poverty and suffering around the world, um die Armut und auch das Leid in der Welt zu verändern, even though our own books aren't necessarily balanced. Auch wenn unsere eigenen Kosten vielleicht nicht unbedingt deckt sind. You know, this kind of giving, die Art zu geben, this scary giving, as I like to call it, das ängstliche Geben, wenn ich es gerne nenne. Well, I don't know if it's like, it's frightening. It makes you afraid. Wo einem Angst macht. Yeah. It's a beautiful form of worship. Es ist eine mega schöne Art von Anbetung. You know why? Wisst ihr wieso? Because it is an intentional declaration to the world that we trust that God is our provider. Weil es eine absolute, klare Ansage ist, dass wir Gott vertrauen an die Welt. This kind of giving is a resounding message of hope. Es ist eine absolute Nachricht von der Hoffnung. And this hope inspires others to be generous. Und die Hoffnung, die kann andere inspirieren, dass auch sie großzügig können sein. You know, despite what we lack, auch egal was für Verluste wir haben, despite the rising pressures that we face, trotz dem ganzen Druck, wo wir ausgesetzt sind, we look at the world through God's eyes. Schauen wir die Welt durch Gottes Augen an. And you know what we see? Und weißt du, was wir sehen? We see abundance, not scarcity. Wir sehen Überfluss und keine Knappheit. He is enough. Er ist Liebe. He has enough. Er ist genug und er gibt genug. And even when things get dark. Und auch wenn es düster wird. Yeah, actually, especially when things get dark. Eigentlich sogar besonders, wenn es düster wird. We trust the Lord to keep his promises. Dann trauen wir Gott, dass er seine Versprechen halten. And to care for us with his never-ending supply of resources. Und dass er sich uns kümmert mit seiner nie endenden, bodenlosen Ressourcen. We stand firm in our generosity. Wir stehen stark in unserer Großzügigkeit. Even in times of trouble. Auch wenn es Probleme gibt. And we continue to trust, looking for God's provision in our lives. Und wir vertrauen, dass Gott weiter für uns da sein und geben. Even
when the circumstances are not so obvious that he's there. Auch wenn es in unseren Umständen vielleicht nicht so offensichtlich ist, dass er da ist. You know, I can say this with conviction Ich kann das mit Überzeugung sagen, because even though my brother is dying weil obwohl mein Bruder am Sterben ist, of a terrible disease, von einer schrecklichen Krankheit, he and his family are overwhelmed with love and peace of the Father, ist seine Familie überwältigt von Liebe und Frieden vom Vater. and their house is filled with inexplicable joy. Und ihr Heim ist gefüllt mit unbeschreiblicher Freude. Yes, there is abundance. This is abundance, Ja, das ist Überfluss. Dort ist Überfluss. even in the process of dying. Auch wenn man am Sterben ist. So let's be generous with God's gifts. Also lass uns grosszügig sein mit seinen Geschenken. So why else do we give? Und wieso geben wir auch sonst noch? We give because we obey God. Wir geben, weil wir Gott gehorchen. You know, all throughout the Bible, in both the Old and the New Testaments, Durch die ganze Bibel, im Alten und wie auch im Neuen Testament, God has asked us to invest our prayers, hat Gott uns gefragt, dass wir unsere Gebete investieren, our talents, unsere Talente, our time, unsere Zeit and yes, our financial resources und auch unsere Finanzen, to help further His kingdom um sein Reich zu vergrössern and to invest in His bride, the church. und in seine Brut, die Kirche, zu investieren. In the Old Testament, we just read, Im Alten Testament haben wir jetzt gerade gelesen, believers were to give the first 10% of their income. dass die Gläubigen die ersten 10% von ihren Einnahmen geben. While the New Testament simply states each person is to give according to what they earn. Wobei im Neuen Testament steht, dass jede Person so viel gibt im Vergleich zu dem, was sie verdient. So, you know, we can sing hymns and worship songs 24/7, Das heisst, wir können anbeten und für ihn singen, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. but if we do not obey God, Aber wenn wir ihm nicht folgen, we do not honor God. dann ehren wir ihn nicht. True worship is obedience. Richtige Anbetung ist Gehorsam. And in this case, it's undesignated giving to the church. Und in dieser Situation ist es unbestimmtes Geben an die Kirche. So what do I mean by undesignated? Was meine ich genau mit unbestimmt? Undesignated means we don't give so that we can control how it's spent. Wir geben nicht, damit wir kontrollieren können, wie es ausgegeben wird. Right? We're not going to tell God what he needs to go do with his money. Wir müssen ja Gott nicht sagen, was er mit seinem Geld machen soll. It's not a transaction. Es ist keine Transaktion. Instead, we give in trust to God, Sondern wir geben im Vertrauen an Gott. and we trust in the people that he has put in authority. Und wir vertrauen auch den Menschen, die er in diesen Dienst eingesetzt hat. And even if, Und auch wenn, worst case scenario, das schlimmste Szenario, a church or a ministry misuses our funds, eine Kirche unser Geld fälschlicherweise einsetzt, you know, God knows how to deal with those people. Gott weiß schon, wie er umgehen mit diesen Menschen. Just think, it happened to Jesus. Denkt noch dran, es ist ja auch Jesus passiert. Judas was the treasurer of his ministry, Der Judas war der Kassierer von seinem Dienst. and Judas embezzled funds. Und er hat Geld unterschlagen. Isn't it interesting that Jesus gave Judas that particular job when he knew the heart of Judas and he knew his illegal intentions? Ist es nicht interessant, dass Jesus gerade ausgerechnet im Judas den Job gegeben hat, wo er doch gewusst hat, dass seine Intentionen nicht wirklich die besten sind? Now, before I've shocked you all, don't get me wrong. Aber bevor ich euch jetzt alle schockiere, versteht mich nicht falsch. Obviously, it's important to find a church that wisely manages its finances. Es ist offensichtlich wichtig, eine Kirche zu finden, die ihre Finanzen weise einsetzt. Right? And invests their resources for the growth of the kingdom. Und auch für die Vergrößerung vom Königreich von Gott investiert. But again,
let's circle back to the beginning. Aber lass uns zurück zum Anfang gehen. It's not about the money for Jesus. Es geht nicht ums Geld bei Jesus. It's always about the heart of worship of the person who gives the money. Es geht immer ums Herz in der Anbetung von der Person, die das Geld gibt. So finally and importantly, we give because we want to become more like God. Also schlussendlich läuft es daraus heraus, dass wir mehr möchten sein wie Gott. You know, though he owns everything Obwohl er alles besitzt and he needs nothing from us, und er nicht wirklich etwas von uns braucht, God has created us for one purpose, hat Gott uns aus einem Grund geschaffen, to bear his image. um ihm ähnlich zu werden. So there's a great power in giving. Das heisst, es ist eine mega grosse Kraft im Geben, Because when we give, we become more like Christ who gave everything. wenn wir geben, dann werden wir mehr wie Jesus. Und Jesus hat alles gegeben. We see people the way Jesus sees them. Wir sehen die Menschen so, wie Jesus sie gesehen hat. We recognize need all around us, Wir erkennen, wo das etwas gebraucht wird um uns herum. and we are generous in response to that need. Und wir sind grosszügig als Antwort von diesem Gebrauch. Like Jesus. So wie Jesus. So, Also, here's the challenge. jetzt kommt die Herausforderung. The church, our church, Die Kirche, unsere Kirche, has an opportunity to demonstrate the generosity of God to a world that only knows the cynicism of giving as a transaction. Unsere Kirche hat die Möglichkeit zu zeigen, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, dass es eine Investition ist und nicht eine Transaktion. To succeed, the church will have to relearn the vertical dimension of giving to God as worship. Zum erfolgreich sein, müssen wir sehen, dass wir kriegen und in Anbetung können wieder geben. And that our act of worship is not giving to a church program out of legalistic obligation. Und dass wir gerne an einen besonderen Kirchendienst, dass es dort nicht darum geht, weil wir das aus rechtlichen Gründen machen müssen. We need to reject the inherent fear of not having enough. Wir müssen von uns abweisen, die schreckliche Angst, die wir haben, dass wir nicht genug haben. Because that's what's behind the money narrative. Weil dort um das geht es im Gespräch ums Geld. But embrace the abundance that is behind the giving narrative. Aber umarmen doch den Überfluss, den wir haben, den wir geben können. So, the proof will be in giving without taking credit, Also der Beweis ist, dass wir geben können, ohne dass es bekannt gemacht wird. we can give without the thought of gaining something in return, Wir können einfach frei geben, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssen etwas zurückkriegen. and we can give without a spirit of control. Und wir können auch abgeben, ohne dass wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. So, allow me to give you an example of what can happen when we give to the church without ever knowing what God intends to do with our gift. Also lasst mir euch ein Beispiel geben, was passieren kann, wenn wir uns entscheiden, etwas zu geben, ohne dass wir auch nur eine Ahnung haben, was Gott macht damit. So, if we could have the map slide, that'd be great. Die Karte. All right. So, that tiny little black and white photo way up in the corner, Das winzige Foto ganz oben dort, that's my mom. das ist meine Mami. So, my mom, Esther, grew up in Seon in Aargau. Die Mami ist aufgewachsen in Seon im Aargau. And she was a member of the Salvation Army. Und sie war Mitglied von der Heilsarmee. And in the early 1950s, Und früher, in den 1950er Jahren, her church supported her by sending her to a women's conference in Norway. hat ihre Kirche sie unterstützt, dass sie in eine Frauenauszeit in Norwegen gehen konnte. And they gave her leadership training. Sie haben ihre Leiterschaftsausbildung gegeben. And they gave her lots of other opportunities that really strengthened her faith. Und sie haben ihr viele Möglichkeiten gegeben, die ihren Glauben gestärkt haben. And my mom always said that it was her time in the Salvation Army that really gave her confidence.
Meine Mami hat immer gesagt, dass es Zeit in der Heilsarmee war, wo ihr das Vertrauen gegeben hat. And a sense of identity. Und auch ein Gefühl vom Dazugehören. And so much so that at the age of 19, she immigrated to Canada all by herself. Das, was sie so mutig gemacht hat, dass sie mit 19 Mutterseelen allein nach Kanada ausgereist ist. All right, so now the next one, we can see, oh, you can't see those pictures. Too bad, because that really tiny picture, you see me as like a little kid wearing a little Schweizer Tracht. Leider sieht man es auf dem Foto nicht so gut, aber das ganz kleine Foto, auf dem bin ich als kleines Mädchen in einer Schweizer Tracht. Yeah. So here we see Esther years later in Toronto. Also da sehen wir die Esther Jahre später in Toronto. She married a Christian Swiss carpenter. Sie hat einen schweizerischen Schreiner geheiratet. She has 5 kids. 5 Kinder gekriegt. And she and my dad volunteered and gave to their local church. Und sie und meine Mutter haben gegeben an die lokale Kirche. They invested in missions. Sie haben investiert in Missionen. And they actually even ended up physically building the new church building because my dad was a builder. Und sie haben sogar praktisch, physisch mitgeholfen, die Kirche zu bauen, weil mein Vater Schreiner war. Okay, next step. We go to Fred. One of their sons becomes a pastor. Und der nächste Schritt, der Fred, einer von ihren Söhnen, ist Pastor geworden. And he plants a church in nearby Waterloo. Und er hat die Kirche aufgebaut in der Nähe, in einem Ort, wo Waterloo heisst. And this church had a real mission to reach marginalized people who feel rejected by society. Und die Mission von dieser Kirche war, Leute, die sich an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen gefühlt haben, zu erreichen. All right, and now we got Philip, another son. Und dann haben wir nochmal einen Sohn, der Philipp, And he also becomes a pastor. der auch Pastor geworden ist. And he started a youth leadership program that promotes peace and reconciliation in the Middle East and South America. Und er hat eine Jugendmission aufgebaut, die die Annäherung und die Versöhnung im Mittleren Osten In South America. und Südamerika gemacht hat. And then we got Christina, Und dann haben wir noch Christina, their daughter, ihre Tochter, who doesn't become a pastor, die keine Pastorin geworden ist, but had the immense privilege of working for MEDAIR, aber was das Privileg hatte, für MEDAIR zu arbeiten. a relief organization, as you heard, which provides aid to the world's most vulnerable people in the hardest to reach places around the world. Wo, wie ihr gehört habt, eine Hilfsorganisation ist, die den Menschen, den ärmsten Menschen in den weitesten Orten der Welt hilft. And finally, we have Annie, Und dann gibt es noch Annie, Fred's daughter, die Tochter von Fred, who just last week left for Jordan die gerade letzte Woche in Jordan gereist ist, with the Mennonite Central Committee mit dem mennonitischen Komitee, to serve refugee women in need. um flüchtigen Frauen in Not zu helfen. So you're probably sitting there going, why is she telling us all of this? Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso erzählt sie uns das alles? Because I'd like you to just think for a second. Weil ich möchte, dass ihr nur für einen Moment Think about how God used the gifts of all those people who gave to the Salvation Army in Seon in the 1940s and the 1950s. Weil ich möchte, dass ihr zurückdenkt, wie das einen Unterschied gemacht hat, was die Menschen damals in Seon, der Heilsarmee, in den 1940er und 50er Jahren investiert haben. And when you look at this map, Und wenn ihr die Karten anschaut, consider the far-reaching and eternal impact those gifts have made on God's kingdom. dann schaut mal, wie weitreichend und wie immer während der Impact war, was es gemacht hat auf der Welt. Isn't God amazing how he multiplies our gifts? Ist das nicht Wahnsinn, wie Gott unsere Geschenke vervielfältigt? So yes, God works through his church. Also ja, Gott schafft durch die Kirche. And when the church gives as freely as it has received, Und wenn die Kirche so freimütig gibt, wie sie auch kriegt, grace is not just preached from the pulpit. dann ist Gnade nicht nur das, was predigt wird von da vorne. And worship is not just heard, Und Anbetung wird nicht nur gehört, but both are seen, they are felt, and they are lived. sondern es wird gesehen, es wird gefühlt und es wird auch gelebt. Amen. Amen.
So I would like to ask this wonderful Powerfrau here Also sie möchte jetzt mich gerne fragen, if she would close for us in prayer. ob ich das Abschlussgebet mache. Sehr gerne. Herr, du siehst, es gibt so viele Möglichkeiten zu geben. Es ist nicht nur das Finanzielle, wir können Zeit geben, wir können unsere Liebe geben, wir können unsere Hilfe geben. Und ich möchte gerne, dass du jetzt jeden Einzelnen und jede Einzelne, die da drinnen sitzt, einfach berührst im Herz mit dem, was sie machen können. Dass jeder sieht, das ist meine Art zu geben. Das ist meine Möglichkeit, Teil zu sein, zum Geschichte zu schreiben für Gott. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen so eine schöne Predigt haben hören von der Christina. Und bitte berühre jeden Einzelnen und schenke ihm einfach das, was er braucht für den heutigen Tag. Dass du jeden aussendest mit den Talenten, die er hat, mit den Möglichkeiten, die er hat und mit dieser Grosszügigkeit, die du uns schenkst. Amen. Amen. Thank you.